oftmals haben wir Wünsche und haben auch Wünsche in uns, die wir auch fühlen und wollen. Und so wie Manifestieren funktioniert, ist, dass wenn du eine Frequenz in dir innen trägst und die ausstrahlst, dass du das Gleiche anziehst. Und das kann sein, dass du vielleicht unbewusst, wenn du noch nicht bewusst manifestierst, unbewusst das Ganze in dir innen fühlst und dann im Aussen eigentlich bestätigt bekommst, oder? Dass dann halt Ereignisse kommen, wo du siehst, muss dein alte, ich sage jetzt mal, deine alte Realität muss zusammenbrechen, dass die neue Realität kann kommen. Und ich glaube doch auch, oft, dass dann eben, wenn man sich etwas vornimmt und fühlt, dass dann im Aussen irgendetwas Neues aufs einem zukommt. Und das sehen wir dann halt, wenn man nicht den direkten Bezug macht, oft als Hindernis oder als «Was will mir das Leben jetzt da wieder für einen Stein in den Weg legen?» Aber wenn man sich einmal zurücklehnt und fragt, so: «Ja, habe ich das vielleicht selber in die Welt gerufen mit meinen neuen Wünschen, mit meinen neuen Zielen, die ich habe?» Dass es halt das Alte zuerst muss irgendwie, ja, weggehen, dass auch das Neue kann überhaupt in meinem Leben eintreffen. Dann ist es dann plötzlich ganz anders, oder? Dass man dann, wenn man dann plötzlich den Partner verloren hat, weil man sich, in 'ne glückliche Beziehung hineingefühlt hat und das halt vielleicht mit dem alten Partner nicht geklappt hat, dass man dann das nicht anschaut als Verlust, sondern als 'n Gewinn, oder? Dass man sich ja das eigentlich gewünscht hat und das hat. Und das ist dann noch die Schwierigkeit, das, auch dürfen zu bemerken, dass man ja dann, wenn man sich erfolgsgewiss in etwas hineingefühlt hat, dass man das dann auch im Leben erfährt. Und dann halt, wenn's etwas zusammenbrechen scheint, nicht sieht als das Leben ist gegen mich, sondern das ist jetzt eigentlich, ja, die Ernte von meinem Saat, von meiner Saat, die ich damals, gesät habe, oder? Dass jetzt die Ernte kommt. Und dass man da dann fokussiert bleibt auf dem, dass es ja für einen ist und nicht in Zweifel verfällt, dass ja, was jetzt das Leben wieder für gemeine, Sachen vorhat. Und wenn man ja dann wenn man wieder in Zweifel verfällt, dass ja dann die Zweifel dann ja, wenn sie im System gefühlt werden, ja dann auch wieder das, anzieht, oder? Dass man sich da wirklich auch mal fragen kann: «Ist das jetzt, für mich oder ist das gegen mich?» Und da wird man dann halt eben, wenn man ein bisschen zurückgeht und sich das Ganze auch anschaut, wie man so gefühlt hat in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, was so die Wünsche sind, dass man dann plötzlich auch merkt: «Okay, das ist in dem Fall, was jetzt aktuell in meinem Leben passiert, gar nicht etwas gegen mich, sondern für mich, weil ich mir das gewünscht habe.» Aber dass man so als solches dann auch identifiziert und dann ist es dann plötzlich gar nicht mehr so schlimm, was einem widerfährt, wie jetzt eben da mein neuer Haarschnitt, wo aus Versehen passiert ist, wo ich jetzt mit Humor kann nehmen kann, weil ich jetzt einfach auch nicht denke: «Scheisse, jetzt ist irgendetwas Scheisse passiert», sondern, «Was will mir das Leben da sagen? Was kann ich jetzt daraus lernen?» Oder was ist jetzt das für 'ne Message an mich, dass ich jetzt plötzlich, ja, eigentlich fast 'ne Glatze habe, obwohl ich wollte 7 Millimeter oder 5 Millimeter schneiden. Aber genau, und da könnte ich jetzt natürlich auch mich den ganzen Tag nerven und dann noch mehr so, genervte Sachen in mein Leben ziehen. Aber, ich nehme es mit Humor. Ich sage, zum Glück wachsen die Haare nach und man kann ja auch mal mit einem Hütchen vor der Kamera hocken, vorübergehend, das ist ja kein Problem.